Eva, endlich haben wir es geschafft. Schau dir einmal all die glänzigen Steinchen an. Das ist ein Vermögen. Oh, John, komm, wir reisen miteinander auf Mexiko. Oh, das wäre mein Traum. Ich weiss. Aber das haben wir doch gar nicht nötig. Uns gefällt's doch hier. Und solange uns niemand auf der Spur ist, sind wir hier sogar sicher. Wir verheizen den Bobby Brown. Und dann kann man uns weder unsere Schmuggelaktionen noch die kleinen Sabotageakte gegen den FC Shooting anlasten. Was war denn das? Eva, bleib du da. Ich muss schnell... Hände hoch! Gar nichts müssen sie. Wer immer da aussen mit dem Auto angefahren ist jetzt sicher tief am Schlafen, weil er von einem von meinen Leuten überwältigt worden ist. Mr. Grant, Sie sind verhaftet. Legen Sie Ihre Waffe langsam auf den Boden. Halt! Sie legen Ihre Waffen auf den Boden, Herr Kommissar. Sehr gut, Bobby. Ihre Leute sind offensichtlich nicht so schnell, wie Sie meinen. Dafür sind sie sehr spendabel und überlassen mir sehr zuvorkommend Ihre Pistole. Wie? Watson! Herr Kommissar, machen Sie, was er sagt. Wird's bald. Eva, nimm unsere Sachen aus dem Safe und bring 3 Stühle und 3 Seile aus dem Abstellräumchen. Damit werden Sie nicht durchkommen. Ich bin sicher, dass schon Hilfe unterwegs ist. So. Und wieso sind Sie sich da so sicher? Steht am Ende noch jemand vor der Tür? Ich sage nichts. Aha, er sagt nichts. Bobby, hast du noch jemanden gesehen, bevor du reingekommen bist? Niemand, Boss. Nur der jetzt unten tief am Schlafen ist. In dem Fall versteckt sich vielleicht noch jemand draussen. Bobby, nimm die Waffen und pass auf sie auf. Ich gehe mal hier zur Hintertür schauen. In dem Moment geht die Tür vom Hintereingang langsam auf. Der Mr. Grant stoppt und zieht seine Pistole. Man hört das Gipschen von den verrosteten Scharnier. Dann strecken Neil und Maggie ihre Köpfe durch die Türrahmen. Ja, aber... Ja, sag mal, was haben wir denn da für einen Besuch? Ist das die neue Generation von Junior-Polizisten? Ich lache wie kaputt. Du meine Güte, ist das komisch. So, ihr zwei, wer sind ihr? Wollt ihr am Ende auch bei unserer kleinen Party dabei sein? Ich komme gerade richtig. Los, vorwärts rein mit euch. Steht an der Wand. Lassen Sie die zwei in Ruhe. Das sind doch noch Kinder. Sie haben mit dem Fall nichts zu tun. Und ob wir das haben, Herr Kommissar? So, jetzt wird's ja richtig spannend. Neil, hör auf. Bist ruhig. Herr Kommissar, ist schon gut. Ich habe Ihnen doch schon mal gesagt, Sie sollen mir vertrauen. Oh, jetzt ist aber ganz lustig. Ein kleiner 3 Käse hoch sagt dem Kommissar, was durchgeht. Da bin ich jetzt aber gespannt. Hey, Kleine, erzähl mal, für wer haltest du dich eigentlich? Er ist vielleicht kleiner wie Sie. Dafür sind Sie aber etwa 100-mal blöder als er. Sie Schleimbüttel Sie. Nicht aufs Maul geht, die Kleine. Ruhe! Du bist gerade der Letzte, der darüber lachen sollte, Bobby. Und was dich betrifft, du kleine Göre. Lassen Sie die Maggie in Ruhe und hören Sie mir zu. Mein Name ist Neil, oder besser bekannt als IQ. Ho, IQ. Also, erzähl endlich, dann können wir nachher weiter schauen, was wir mit euch machen. Du kleiner Bluffsack, du. Herr Kommissar, darf ich Ihnen vorstellen, das ist jetzt eben der John Grant, Präsident vom SC Playhard. Mit seiner Sekretärin, Geliebte und Komplizin, der Miss Eva Stonewall. Dass die zwei ein Paar sind, beweist hauptsächlich ein Foto, das bei Mr. Grant auf dem Pult steht. Mit dem Bobby Brown haben sie das Vergnügen ja schon gehabt. Die beiden Herren und die reizende Dame sind ein Gangster-Trio, wobei die Rangordnung unter diesen 3 relativ klar ist. Der Bobby Brown ist lediglich ein kleiner Dieb. In diesem Punkt hat die Staatsanwaltschaft absolut recht gehabt. Leider haben sie sich aber von verschiedenen Kreisen täuschen lassen in Bezug auf mögliche Verbindungen zwischen Bobby Brown und den besagten, von ihnen vermuteten Schmugglerkreisen. Schmugglerkreise? Hast du zu viel Krimis geschaut? Fehlt nur noch ein grosser, böser Drahtzieher im Hintergrund. Was hast du mir denn über den zu erzählen?